Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal 8. Bundesligaspieltag. Auswärts bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gewonnen. Ende des Tages schwieriger gemacht, wie es eigentlich hätte sein müssen, wobei Gladbach das auch sehr gut gemacht hat, defensiv in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit da ein bisschen müde war. Aber bevor wir da ein bisschen genauer drauf eingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, gehen wir es kurz durch. Erste Halbzeit, ja, ich denke, man hat es gesehen, wir haben uns super schwer getan. Wir haben aber auch aus meiner Sicht die falschen Spieler auf den falschen Positionen auf dem Platz gehabt. Dadurch, ja, war es sehr zäh. Gladbach hat sehr fickrig, sehr eng gestaffelt, sehr gut verteidigt, die Räume sehr, sehr eng gemacht. Wir haben in der zweiten Minute die Chance von Lutschow gehabt. Wenn du die natürlich reinmachst, ja, dann hast du vielleicht ein anderes Spiel in der ersten Halbzeit. So hast du das Spiel bekommen, was du gesehen hast. Ja, das heißt, 2 Chancen in der ganzen Halbzeit. Das war alles, was wir uns, irgendwie erspielt haben. Die rote Karte für mich völlig gerechtfertigt. Ja, also, da war nichts mit zurückziehen, gar nichts. Das war eine offene Sohle auf Schienbein und ja, das gehört mit Rot vom Platz. Da brauchen wir ja ruhig nicht rumdiskutieren. Hat am Spiel nichts geändert, außer dass Gladbach gar nicht mehr versucht hat, irgendwie mal in 'ne Umschaltsituation reinzukommen, was verständlich ist mit einem Mann weniger. Haben es weiterhin gut und leidenschaftlich verteidigt. Wir haben viel zu langsam agiert, viel zu wenig Ideen gehabt und ja, die verkehrten Spieler auf den verkehrten Positionen. Also, so 'n Leon Goretzka ist ja alles, aber mit Sicherheit, kein kreativer Kopf, der irgendwie da auf engem Raum da irgendwas am Spiel gestalten kann. Das hat man auch gesehen. Auch ein Kimmich war nicht gut erste Halbzeit. Ein Jackson ist ja auch ein guter Spieler vielleicht, aber auch da in kurzen, engen Räumen irgendwie mit Kombinationsspiel, mit schnellen Aktionen irgendwas zu reißen, ist ja auch der verkehrte Spieler meiner Meinung nach. Ja, er war auch engagiert, hat mal einen Doppelpass gespielt und das war es aber auch. Ansonsten hast du von dem gar nichts gesehen, ja. Da Harry Kane hing in der Luft. Wir wirkten alle ein bisschen müde, alle ein bisschen: ja, Wetter ist auch nicht so geil.“ So haben wir ein bisschen gewirkt, ja, und man hat das gemacht, das Nötigste, ja. Es war nicht schlecht oder sonst was, aber der letzte Funken hat einfach gefehlt, ja, der letzte Glaube, der letzte Wille, aber auch die Geschwindigkeit im Passspiel, ja, und nicht immer den Ball nehmen und 30 Meter laufen und dann den Ball über 2 Meter spielen, wie es Leon Goretzka 110 Mal gemacht hat, wenn er denn von hinten mal kam. Ja, das war so das Problem in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit natürlich viel, viel besser, bedingt durch die Wechsel. Ja, die Wechsel waren richtig und wichtig. Ähm, Das hat das Spiel natürlich komplett verändert. Ja, muss man mal sagen. Einfach ein bisschen mehr Kreativität drinne, ja, ein bisschen mehr Kampfgeist drinne auch. Auch dann der Wechsel von Serge noch mal für Jackson, der schon viel zu spät kam, meiner Meinung nach. Dass 'n Jackson noch mal mit aus der Halbzeit kam, habe ich nicht verstanden. Wie gesagt, er ist, einfach der verkehrte Spieler für diese Art Spiel, wie das heute, der Fall war. Ja, das Spiel hat in den letzten 20, 25 Metern in Gladbachs Hälfte stattgefunden, das über 80% des Spiels, ja. Ähm, Da ist es natürlich viel, viel interessanter, dass du Spieler hast, die in diesen Räumen agieren können, die schnell, Kurzpass, ja, eine schnelle Drehung. Ich will ihm das gar nicht unbedingt absprechen, aber ich glaube nicht, dass er diese Art Spieler ist, der sich da irgendwie besonders wohlfühlt. Und wenn ich so die erste Halbzeit sehe und dann auch die Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, bestätigt das eigentlich auch nur, muss man mal ganz klar sagen. Ansonsten war es natürlich dann bedingt in der zweiten Halbzeit, dass Gladbach natürlich auch müde wurde. Ist kräfteraubend, gar keine Frage, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber auch, dass bei uns einfach viel, viel mehr Zug drin war. Conny Leimer hat richtig nochmal für Zug gesorgt, richtig angeschoben. Und auch ein Tom Bischoff in der Mitte, ja, viel, viel, viel besser aufgehoben. Hätte er von Anfang an spielen sollen. Viel, viel, also immer ganz schnell den Ball verteilt, gar nicht groß, groß rumgeeiert. Das war sehr, sehr gut. Und ja, wir mussten das Tor da ein bisschen erzwingen, ne? Das erste von Harry Kane war noch abseits. Dass es Josh dann macht, ja, zweite Halbzeit war stark von Josh, kann man nicht anders sagen.
war verdient, hat er schön gemacht, war der Dosenöffner. Von da an war es klar, dass Gladbach vielleicht noch mal ein bisschen was versucht und dann legst du halt das zweite nach. Ja, was super stark von Michael gemacht war, ja, und der den Schuss antäuscht und dann den Ball durchsteckt. Und dann natürlich das dritte Tor, mal wieder so ein Traumding von Lennart Kahl. Ja, da sehen wir seine Qualitäten und spätestens da war der Bums durch, aber eigentlich war der Bums schon durch, nachdem Gladbach den Elfer verschossen hat. Die Elfmeterszene, ja, keine Ahnung, Alter. Weiß ich nicht. Wenn der Ball da in der Nähe gewesen wäre oder der Ball da irgendwie hingekommen wäre in die Ecke des Strafraums, hätte ich gesagt, ja, safe, musst du geben, so, keine Frage. Der Ball ist gar nicht da hingekommen. Der Ball ist 10 Meter über den Spieler weiter nach hinten geflogen. Du siehst so eine Szene in jedem Spiel abseits des Balles. Ja. Klar, war ein bisschen dumm von Tom, hätte einfach eine Sekunde eher losgelassen, wäre es wahrscheinlich nicht gepfiffen worden. Aber nochmal, das war abseits des Balles, das war ein gegenseitiges Halten. Er hat es dann übertrieben, ja. Weiß ich nicht. Am Ende des Tages, ja, alles gut. Sei denen gegönnt. Ist nichts passiert, an den Pfosten geschossen. Danach war das Spiel durch. Ich denke, das hat die Gladbacher dann endgültig gebrochen und dann haben wir noch ein schönes Tor nachgelegt. Danach hatten wir gefühlt 100% Ballbesitz. Haben das Ding locker easy nach Hause geschaukelt und nochmal ein paar Kräfte gespart, denke ich. Wobei man da auch nochmal ein bisschen ankurbeln musste, erst in der zweiten Halbzeit. Und ich hoffe, dass man jetzt endlich mal das Experiment Tom Bischof als Linksverteidiger mal weglässt und auch das Experiment Leon Goretzka irgendwie als Achter auf dem Feld zu stellen, der irgendwie das Spiel gestalten soll oder irgendwas Kreatives machen soll. Das ist er halt einfach nicht. Ja, nochmal, Leon Goretzka ist ein guter Spieler, wenn er ein bisschen Platz hat oder wenn er ein bisschen aus der tieferen Position kam. Zweite Halbzeit war Leon Goretzka auch sehr, sehr gut. Ja, auch als Innenverteidiger mir gut gefallen. Aber dann auch nochmal, nachdem Stani drin war, wo er ein bisschen aus einer tieferen Posi am Spiel teilgenommen hat, da war es gut. Ja, da hat er aber auch den Ball mal schneller gespielt und nicht immer erst angenommen und geguckt, gemacht, getan. Das war viel, viel besser. Aber da ich jetzt schon in die Spielerbenotung reingehe, würde ich sagen, schmeißen wir einen Blick in die Statistiken und gehen dann auch in die Spielerbenotung. Ja. Gut, Ballbesitz 82,8. Alter, ich weiß nicht, ob wir jemals einen höheren Ballbesitzwert hatten. Zu 17,2, Abseits 1,1, Foul 6,9, Zweikampfquote 58,5 zu 41,5. Schüsse aufs Tor 0,11. Schüsse insgesamt 1,27. Ecken 1,8. Angekommene Pässe 119 zu 844. Der gegnerische Torwart hatte, glaube ich, die meisten Ballkontakte auf Gladbacher Seite. Aber vielleicht haben wir das ja gleich hier stehen. Zumindest zwischenzeitlich hatte er das. Das sagt schon alles. Ja, Flanken 2,22. Wobei ich mich frage, was er als Flanke zählt. Schüsse insgesamt Kane 6, Diaz 5, Kimmich 4. Torschussvorlagen Ulisse, Guerrero. Zweikämpfe gewonnen 6 Ulisse, 4 Goretzka, 3 Guerrero. Ballkontakte Goretzka 141, wovon locker 121 Müll waren. Komme ich gleich zu. Kimmich 129, Bischof 103. Ja, und wir sehen es auf der anderen Seite. Nikolas ist der Torwart mit 49 Ballkontakten auf Gladbacher Seite. Das sagt alles über dieses Spiel aus. Gefoult worden, schenken wir uns. Und damit gehen wir rein in die Benotung. Kompanie von meiner Seite heute nur eine 3 in Anführungsstrichen. Warum? Man hat sich das Spiel selber unnötig schwer gemacht. Sorry. Ja, also das Spiel war so zu erwarten, wie es war. Gladbach sehr, sehr defensiv, dass die heiße nichts zu verlieren haben. Sich reinschmeißen, Zweikämpfe, versuchen uns abzukochen nach den anstrengenden Spielen bei uns. War völlig zu erwarten und es ist aber auch völlig zu erwarten, dass die Gladbacher sich hinten reinstellen und ganz klar auf Konter gehen. Ja. Und dann bringe ich einen Leon Goretzka in der Zentrale als Aufbauspieler und einen Tom Bischof als linken Verteidiger und Nicolas Jackson vorne drinne. Habe ich nicht verstanden. Habe ich nicht verstanden. Weil es war klar, dass wir keine Räume kriegen. Ja. Es war klar, dass wir keine Räume kriegen und Goretzka und Jackson sind Spieler, die Räume brauchen.
Und 'n Tom Bischoff ist 'n Spieler, der in wenig Raum viel gestalten kann, ja. Deswegen, ich habe es nicht ganz verstanden und ich denke, das kann man auch kritisieren. Aber am Ende des Tages hat man ja dann noch die Schlüsse gezogen, hat umgestellt, deswegen Note 3, 3:0 gewonnen. Alles ist tupi, ja. Urbich, ich denke, da hat man gesehen, dass da noch 'n bisschen die Spielpraxis fehlte grade in der Anfangsphase, wo er 2, 3 Bälle ungenau gespielt hat. Danach war's sehr gut, sehr viel Ruhe ausgestrahlt. Wir haben's grade gesehen, Torschüsse gab's nicht. Gab den Elfer, wo er sich für die falsche Ecke entschieden hat, der dann an den Pfosten ging. Ansonsten, was sollen wir da irgendwie groß benoten? Hat ein zweimal à la Neuer den Ball geklärt, ein zweimal gute Bälle gespielt, von daher Note 3 meiner Seite. Gut, machen wir mal eben die Aufstellung auf wegen der Sicherheit. Ja, Sascha Boe habe ich schon angesprochen im Mitgliedertalk, glaube ich, war's. Ähm ja, ich sehe das heute wieder ähnlich. Für mich war das 'ne 3,5. Mir ist das einfach zu wenig nach vorne hin. Sage ich euch, wie's ist. Nach hinten ist es okay, war heute nicht gefordert groß, wie auch. Aber ich habe es in dem Mitgliedertalk gesagt, normalerweise müsste er jetzt, wo Stani wieder zurückkommt, muss er 1A Leistung liefern, damit er Argumente hat zu sagen: „Oh jo, in Zukunft bin ich 'ne Alternative.“ Und das hat er nicht getan. Sorry. Die Leistungen waren gut, ja, wir können's ja auch durchgehen hier, Note 3, 2, 3, 3, 3,5. Ja, das reicht als Einwechselspieler beim FC Bayern, als Spieler in der zweiten Reihe reicht das. Für mehr reicht das in Zukunft nicht. So, er hatte jetzt seine Chancen, ja, mit den ganzen letzten Spielen, die er bekommen hat. Am Ende des Tages hat er diese nicht genutzt. Da muss mehr kommen, um 'ne wirkliche Alternative zu sein. Wie gesagt, Stani ist wieder da. Ein Davis kommt zurück, ein Ito kommt zurück. Jeder Spieler, der zurückkommt, wird seine Position einen nach hinten schieben, ja, wie er irgendwie an Einsätze kommt. Also da hätte mehr kommen müssen. Es war ordentlich, aber jetzt nicht, wo man sagt: „Oh, jo, den ziehe ich jetzt wen vor“, ja? Meine Meinung. Okay, aber das geht an dieser Stelle auch zu weit. Da können wir Montag im Stream vielleicht mal 'n bisschen drüber quatschen. Ist vielleicht noch mal 'n ganz gutes Thema. Upamecano ja, Upa war okay, war 'n ordentliches Spiel. Ähm Ich sehe ihn bei 'ner 2,5. Ja, hat auch gut das Spiel versucht mit aufzubauen. Hat da auch nicht so den super langsamen Leon Goretzka gemacht in der ersten Halbzeit, sondern hat immer versucht, den Ball wirklich dann auch mal schnell weiterzuleiten, auch mal nach vorne zu spielen. Defensiv hat er sich mit dem Tabakovic, ja auch das eine oder andere Duell geliefert. Ja, das war hart umkämpft, da hat er gut dagegen gehalten, das war völlig fein. Min-Jae war auch ordentlich heute, gibt's auch gar nichts zu meckern. Sehe ich um 'ne halbe Note schwächer, sehe ich als 'ne 3 an heute. Wie gesagt, war defensiv jetzt nicht wirklich viel gefordert. Im Spielaufbau war er noch nie 'ne Koryphäe, muss man ehrlicherweise auch sagen, hat aber keinen Fehler sich geleistet im Spielaufbau oder auch nur defensiv irgendwie keinen Ansatz von Zweifel aufkommen lassen. Von daher 'ne sehr souveräne 3. Jo, dann kommen wir zu Tim Bischof. Als Linksverteidiger hat er mir nicht gefallen, ja, aber vielleicht auch keine Ahnung, bedingt dadurch, was man für Maßstäbe von Conny Leimer kennt, war so 'n bisschen der Stanisic aus'm Anfang der Saison. Ja, auch Stani war kein guter linker Verteidiger, ist dann mit der Zeit immer besser in diese Rolle reingewachsen. Das Problem, was heißt Problem, das hat man heute bei Tom auch gehabt. Ich glaube, man hat ihm auch keinen Gefallen damit getan und es ist super traurig, dass man einfach nicht die Eier hat, erst recht bei diesem Spiel, wo man wusste, wie es läuft, ihn in die Mitte zu stellen. Ob jetzt für Kimmich oder für Leon, völlig wurscht, sei mal dahingestellt, ja. Das war sehr schade. Ja, hat's ordentlich gemacht. Ich hätte so 'ne 3,5 gesagt als Linksverteidiger. Als er dann in der Mitte war, war's für mich 'ne 2. Ja, habe ich grade schon gesagt, hat super viel Einfluss gehabt, die Bälle schnell weitergeleitet, viel mehr Bewegungsradius gehabt, logisch, als Linksverteidiger. Insgesamt
Von daher eine Note 3. Hätte er nur auf der zentralen Pose gespielt, dann wäre es mit Sicherheit in Richtung 2 gegangen, weil so war es ein ordentliches Spiel. Ja, wir können drüber reden, wir können auf eine 3,5 gehen, wenn wir die Elfmeterszene mit reinnehmen. Das können wir machen, ja, gehen wir auf eine 3,5. Das kannst du natürlich geschickter machen. Ja, du musst natürlich sehen, der Ball geht auch weit nach hinten und da musst du im richtigen Moment loslassen. Ja, dass es erst gar nicht dieses Argument gibt, da pfeifen zu können. Lernprozess, junger Spieler, alles gut. Ja, ich weiß auch nicht, ob man den, haben wir schon gerade drüber geredet, ob man den da geben muss in der Situation. Sei es wie es ist, alles gut. Gut, damit kommen wir zu Kimmich. Kimmich, erste Halbzeit, war es eine Note 3 meinerseits. War okay, aber jetzt konnte dem Spiel nicht irgendwie einen Stempel aufdrucken, konnte das Spiel nicht beschleunigen, ganz im Gegenteil, genauso. Wo er war besser wie Goretzka. Goretzka hat es noch mehr verschleppt. Zweite Halbzeit war dann viel, viel besser. Ja, war wirklich viel, viel besser. War ein bisschen präsenter, auch dann im 16er hat er auch da die Bude gemacht. Das war der Dosenöffner, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ohne diesen Tor, wer weiß, wie lange wir uns noch weiter schwer getan hätten. Wobei man sagen muss, wir sind da auch schon von Minute zu Minute stärker geworden. Von daher würde ich sagen, aufgrund der zweiten Halbzeit und aufgrund des Tores kriegt der Josh wohl eine 2 von meiner Seite. Gut, damit kommen wir zum nächsten, Leon Goretzka. Leon Goretzka hatte in der ersten Halbzeit super viele Ballkontakte. Ja. Hat ganz, ganz viel Zeit vor Kimmich oder auf eine Höhe mit Kimmich gespielt, aber meistens vor Kimmich. Kimmich war der Part, der sich öfter hat fallen lassen und versucht aus der Tiefe was zu gestalten. Und Leon hat super viele Ballkontakte gehabt. Die waren alle über 2 Meter quer oder nach hinten. Oder ich nehme den Ball und laufe mal 20 Meter und spiele dann einen Ball über 2 Meter auf Michael Olise, statt den Ball da gleich hinzuspielen. Er ist so kreativ wie ein Stück Holz, wenn da hinten eine Mannschaft steht, die super defensiv steht. Das, keine Ahnung, der war einfach über. Leon Goretzka auf dieser Position war einfach über. Ja, das ist egal. Den hättest du da gar nicht anspielen brauchen. Du hast den Ball entweder zurückgekriegt oder ging eine Station quer weiter oder nach hinten. Ja. Also das war eine Farce, sich das anzuschauen. Das ist auch gar kein Hate gegen Leon Goretzka. Er ist einfach nicht der Spieler für diese Art Spiel. Wenn der Gegner da mit Fünfer- und Viererkette steht, wie soll dann Leon Goretzka das Spiel gestalten? Sorry, das ist nicht Leon Goretzka. Leon Goretzka ist der Spieler, der dann mal in den 16er geht oder sowas. Das war gar nicht heute. Das war gar nicht. Null. Ja. Und das war super schlecht. Super, obwohl er viele Ballkontakte hat. Er war im Spiel eingebunden. Aber das waren alles, also Katastrophe, erste Halbzeit. War mit viel Wohlwollen meinerseits war es eine 4 für die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war es eine 2, hat mir gut gefallen. Ja. Gerade auch auf der Innenverteidigerposition hat er super ruhig übernommen. Wir brauchten dann kaum noch einen Innenverteidiger zu dem Zeitpunkt. Deswegen war dann auch Minje mal teilweise alleine hinten. Leon hat sich mit eingeschaltet. Aber aus einer tieferen Position kann der Leon das auch. Ja, da ist das ordentlich. Da hat er auch sogar mal einen Ball in die Tiefe versucht zu spielen. Ja, was wir in der ersten Halbzeit gar nicht gesehen haben. Deswegen, ich verstehe immer diese Aufstellung nicht von Leon vorne auf irgendeine Halbposition, wo er irgendwie an der Spielgestaltung teilnehmen soll. Das ist eine Katastrophe für den Mann. Ja, der muss aus dieser tiefen Position kommen. Das ist seine Stärke und das hat er heute in der zweiten Halbzeit auch gezeigt. Von daher würde ich sagen, insgesamt eine Note 3 und gut ist. Gut, dann kommen wir heute zu unserer Offensive, die ja nicht ganz so brilliert hat. Angefangen mit Olise. Das war für mich heute auch nur Note 3. Hat einen super schweren Stand gehabt gegen Stöger. Stöger hat es echt gut gemacht, hat ihn abgekocht, immer direkt am Mann gewesen, gar nicht erst irgendwie seine Spirenzkens machen lassen. Auch sehr genervt, hat man gesehen in 2, 3 Szenen, wo auch immer mal wieder ein kleines vorgesetzt hat und so weiter. Hat einen schweren Stand gehabt, der Michael heute, hat natürlich dann trotzdem das dritte Tor überragend vorbereitet. Gerade zweite Halbzeit war auch Michael ein bisschen besser. Erste Halbzeit ging aber auch fast alles über die andere Seite, muss man sagen. Zweite Halbzeit auch über lange Zeit. Aber dann haben wir es auch mal ein bisschen über die rechte Seite geschoben.
Dann war Michael auch ein bisschen mehr eingebunden. Da hat er ein bisschen mehr stattgefunden, auch weil die Gegenspieler ein bisschen müder wurden. Gar keine Frage. Aber im Großen und Ganzen ähm, war eine ordentliche Leistung, nicht falsch verstehen, aber wenn wir Michael sein Niveau kennen, ja, auch wenn er ein Tor vorbereitet hat, ähm, ja, wir können es gerne auf eine 2,75 stellen, auf eine gute 3. Für mich war es eine Note 3. Dasselbe gilt heute für Harry Kane. Ja, auch das war heute nicht mehr als Note 3. Und ja, weiß ich nicht, auch er 'n super schwierigen Stand gehabt, aber nochmal Fünfer und Viererkette, da ist es auch schwer, als offensiver Spieler gut auszusehen, wenn einfach keine Geschwindigkeit drin ist und in der ersten Halbzeit war null Geschwindigkeit in dieser Mannschaft drin. Ja, das muss man einfach sagen. Ansonsten hat Harry Kane Sachen gemacht dann zweite Halbzeit, wo er den Ball da bekommt und macht ihn rein, war natürlich klar abseits, ein halber Schritt, alles gut. Danach nochmal viel versucht, war immer wieder präsent im 16er, hat aber da auch, wie gesagt, einen schweren Stand gehabt. In der Fünferkette versuchte ich da mal dann als alleiniger Neuner irgendwie in Szene zu setzen oder durchzusetzen. Er hat's 2, dreimal geschafft, aber das war dann super ungefährlich und hat aber die Räume teilweise gemacht für die Spieler dahinter, das muss man auch sagen. Ja, von daher Note 3. Luis Diaz war aus meiner Sicht der auffälligste von den Vieren da vorne. Ja, er hat die Riesenchancen nicht gemacht. Das ist wieder Punktabzug, von daher sehe ich ihn auch nur bei 'ner 3. Aber er war auf jeden Fall der auffälligste, wenn wir jetzt Olise, Jackson, Kane und Diaz nehmen. War aber auch der am meisten eingebunden war, der am meisten versucht hat. Hat auch noch mal hier 'n Schuss genommen, da 'n Schuss genommen, hat versucht, irgendwelche Sachen vorzubereiten. Er war präsent, ja, und das war schön und ja, gut so. Dann kommen wir zu Jackson. Ja, Jackson war gar nix heute. Sorry. So ehrlich muss man sein. Hat natürlich das Ding schön vorbereitet. Ja, von daher Note 4 von meiner Seite. Das war seine beste Szene im Spiel. Hat danach noch mal 'n guten Doppelpass gespielt gehabt. Aber ansonsten war er war kaum im Spiel eingebunden. Ja, so gar nicht. Aber noch mal, Fünfer und Viererkette steht da einfach. Dann weiß ich nicht, ob so 'n Jackson der richtige Spieler ist, da irgendwie. Ja, wir haben dann teilweise auch versucht, mit oder als Doppelspitze vorne zu agieren, aber selbst das hat nichts gebracht, gegen die Fünfer und Viererkette da irgendwie für Unruhe zu sorgen. Und für mich hat man Jackson viel zu spät ausgewechselt. Ja, auch er hätte schon nicht mehr aus der Halbzeit kommen dürfen, meiner Meinung nach. Aber gut, am Ende 3:0 gewonnen, über was reden wir, ja? Gut, Note 4 für Jackson von meiner Seite. Kommen wir zu den Einwechslungen. Angefangen mit Conny Laimer. Für Upamecano, dadurch ist Goretzka nach hinten gerutscht. Ja, Conny Laimer war gleich wieder Conny Laimer. Ja, super präsent, hat versucht anzukurbeln, zu machen, zu tun. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hätte vielleicht das ein oder andere Mal noch einen Schuss nehmen können, ne? Da ich ihn auffälliger gesehen habe wie Leon Goretzka, auch wenn wir nur in einer Halbzeit benoten können, ist es eine 2,5 von meiner Seite. Positiv überrascht hat mich Rafa Guerreiro, der direkt drin war, nicht heute diese 15 Minuten Anlaufphase brauchte, die er sonst immer braucht, wenn er eingewechselt wird. Und ja, hat gleich für Unruhe gesorgt, war präsent, viel in Bewegung, kann aber auch genau das spielen auf engem Raum. Kurze Ballkontakte, Drehung, weiter. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat richtig Schwung reingebracht, von daher eine 2,5 von meiner Seite. Hat ja dann auch noch das Tor gemacht. Gut, dann gehen wir auf eine 2 hoch aufgrund des Tores, haben wir bei Kimmich auch gemacht. Ja, war ein gutes Spiel. Ja, genau der richtige Zug. Kam für Boe rein. Boe war nicht zu sehen. Offensiv hat er nicht stattgefunden. Defensiv war er nicht gefordert. War genau richtig, den auszuwechseln. Und ja, hat natürlich keinen rechten Verteidiger gespielt, der Guerrero, sondern eher den Zehner. Ja, muss man ganz klar sagen. Gut, dann kam noch Serge Gnabry für Jackson rein. Wo ist er? Da. Ja, Serge hat mir in der Mitte sehr gut gefallen. Wo er dann auf die Außenbahn gegangen ist, war es wieder der typische Serge. Fand ich persönlich nicht so gut. War jetzt aber auch nicht schlecht oder sowas. Von meiner Seite gibt es heute eine Note 3 dafür. Ähm,
war natürlich auch jetzt nicht ganz so einfach heute in diesem Spiel da irgendwelche großen, obwohl, wenn man dann so 'n Lennart K. sieht, war es dann doch nicht so schwer. Ja. Ne, war ordentlich von Zerc, hat ein bisschen gebraucht, bis er reinkam, war dann einigermaßen präsent in der Mitte, war auch an den Sachen beteiligt, auch mit dem Tor von Josh und so weiter. Ich meine, die verstehen sich eh gut auf dem Platz und neben dem Platz, das hat man auch gesehen. Auf der Außenbahn hat's weiß ich nicht. Also, da hat mir den Lucho auf jeden Fall besser gefallen wie 'n Zerc. Obwohl er da auch ein 2 Szenen hatte, also von daher alles gut. Für die 30 Minuten, die wir bewerten, Note 3. Gut, Lennart K. können wir heute nicht benoten. War nur für 20 Minuten auf dem Feld, wenn wir die Nachspielzeit mit reinnehmen. Ansonsten, ja, wäre es auch wieder eine 2, 2,5 gewesen. Das Tor war überragend, ja. Danach, ja, ein zweimal vielleicht zu viel Kunststückchen versucht mit Michael. Ja, das war heute der falsche Gegner, weil der Gegner immer am Mann dran war, immer direkt da war. Ich glaube, das war heute der falsche Zeitpunkt, um da irgendwie Sperenzkes zu machen. Das hat man auch gesehen. Es war nicht eine von diesen Sperenzken-Aktionen irgendwie erfolgreich. Aber ansonsten war er super drin im Spiel, super präsent, mit nach hinten, immer viel in Bewegung gewesen. Hat danach ja auch nochmal eine gute Chance gehabt. Hätte auch das eine Mal nochmal denselben Schuss nehmen können, hat sich dann aber dazu entschieden, den Ball rüberzulegen. Völlig legitim. Ja, macht Spaß, ihn gerade zuzuschauen und war eine absolute Bereicherung, die Einwechslung. Und als Letztes haben wir dann noch Stani. Stani, warum man 'n Bischof rausgenommen hat, keine Ahnung. Bischof war für mich super drin im Spiel, hat das Spiel gut gestaltet in der Zentrale. Aber es war natürlich schön, 'n Stani wiederzusehen und ja, Stani war gleich da, sieht immer noch aus wie 'n Zombie, Augenringe bis zum Mond und zurück. Aber wie gesagt, Stani ist für mich 'n No-Brainer als Innenverteidiger, ja. Erst recht, wenn du da nicht mehr, so 'n Tabakovic als so 'n Maschinenstürmer aufm Feld hast, ne? Dann ist Stani 'n überragender Innenverteidiger. Spielerisch stark, brauchen wir gar nicht drüber reden, ja. Ich bin gespannt, ob, wenn alles da ist, ja, wenn alles da ist, wenn Ito auch mal wieder da ist, ob wir dann mal vielleicht die klare Dreierkette sehen und auf nur einen zentralen Mittelfeldspieler stellen. Ich bin gespannt, wäre mit Sicherheit 'ne Option, weil grade 'n Stani ist 'n überragender rechter Innenverteidiger in der Dreierkette. Ich bin gespannt, ja. Ist da mit Sicherheit noch mal 'ne taktische Finesse. Ich meine, wir spielen so auch oft genug in der Dreierkette im Aufbau, dem Kimmich sich fallen lässt oder wie in der zweiten Halbzeit 'n Goretzka sich fallen lässt auf diese Posi. Also, alles gut, das tun wir jetzt auch schon, aber vielleicht sehen wir dann auch mal 'ne klare Dreierkette. Wir werden's sehen. Ja, Stani war direkt präsent, ja, war da, hat gleich sich in Spielaufbau eingeschaltet alles. Das war sehr gut und am Ende des Tages hochverdient 3:0 gewonnen, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Wir haben 'n paar Kritikpunkte, die wir heute machen können und das ist ja auch schön. Die hat nämlich 'n Vinny dann auch, ja, dass nicht der Schlendrian reinkommt. Wir haben uns super schwer getan über 60 Minuten, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber noch mal aus meiner Sicht auch 'n bisschen selbstbedingt, dass man, weiß ich nicht, vielleicht hat 'n Vinny das falsch eingeschätzt. Vielleicht hat Vinny das eingeschätzt, als dass Gladbach irgendwie versucht, uns mehr zu pressen, mehr ein eigenes Tor zu erzielen. Ähm, Vielleicht war das der Fall, ja. Ich habe das nicht erwartet, aber gut, wer weiß. Vielleicht hören wir dazu ja was in der PK. Am Ende auch wurscht. Ich denke, das war erst in der ersten Halbzeit 'ne durchschnittliche Leistung und das ist auch mal okay, wenn man dann in der zweiten Halbzeit noch mal nachlegen kann und die Handbremse löst und noch mal 'n Gang oder 2 hochschaltet und dann das Ding 3:0 nach Hause fährt, ist doch auch alles gut, ja. Das muss auch mal gestattet sein. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind hier allein, weil sie eine